Grüß euch, der Feider ist und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu kochen mit Euler. Heute machen wir ein grandioses Ingwerfleisch auf einem Pak Choi Beet. Und was wir dafür brauchen, das schauen wir uns jetzt an. Für das grandiose Ingwerfleisch auf dem Pak Choi Beet brauchen wir natürlich Pak Chois, und zwar 2 Stück für 2 Personen. Die habe ich einfach mal einmal in der Mitte durchgeschnitten und danach kommen sie da hinten in einen Topf mit Wasser. Das können wir direkt machen. Und da lassen wir sie einfach ein wenig vor sich hinköcheln, dass sie schön durch werden. Mehr müssen wir damit auch gar nicht machen. Ja, die Blattl können wir weg da. So. Und dazu kommt noch Folgendes. Und zwar ein Rumpsteak, ca. 300 Gramm für 2 Personen, das in 3 cm gewürfelt. Davor jedoch die Fettschwarte abgeschnitten und den feinen Streifen geschnitten, die machen wir uns zu knusprigen Zusatz. Wir brauchen ca. 4 cm frischen Ingwer, den wir in so kleine Stiftel schneiden. Und dazu kommt jetzt noch ein wenig Rotweinessig, Honig und Sojasauce. Und dann werden wir jetzt den Speck und den Ingwer knusprig braten in der Pfanne, während wir das hier wunderbar in der Sojasauce etwas schmoren lassen, bevor es dann selber angebraten wird. Ihr könnt diese Fettstreifen, die wir da runtergeschnitten haben, die wirklich feine Fettstreifen sind, einfach so in eine beschichtete Pfanne geben, oder ihr packt ein klein wenig Öl oder Fett dazu. Ich persönlich packe ein wenig Butterschmalz dazu. Wenn unser Speck dann schon angebraten ist, kurz bevor er dann langsam anfängt knusprig zu werden und er hupft ja fleißig, nehmen wir unsere ganzen Ingwerstreichel, die ungefähr Streichholzgröße haben sollten, einfach mit dazu, also Streichholzdurchmesser. Und auch die versuchen wir knusprig werden zu lassen. Bin gespannt, wie gut wir das hinbekommen. Wenn uns das dann knusprig genug ist, dann werden wir es raus und werden es erst einmal zur Seite legen, denn wir brauchen die Pfanne jetzt dann fürs Fleisch. Jetzt kommt unser Fleisch samt der wunderbaren Soße in die Pfanne. Und dort werden sie jetzt rundum angebraten.
Wenn unser Fleisch dann 4 Minuten lang da drin war, dann geben wir unseren Honig darüber träufeln. Über das komplette Fleisch und natürlich den Esslöffel Essig noch mit dazu. Und dann lassen wir das Ganze da noch einmal 1 Minute drin kristallisieren bzw. wunderschön karamellisieren, und das ist ja nichts anderes. Das gibt dem Ganzen einen extrem süßen Kick. Zu dem scharfen Ingwer kann man das Ganze schon mal machen. Und wenn die Minute rum ist, und ich mache den jetzt schon aus, gieße ich uns den Pak Choi ab und dann können wir nicht mehr essen. Ja, das ist so geil. Ja, meine lieben Freunde, das ist mein grandioses Ingwerfleisch auf einem Pak Choi Beet. Ihr könnt euch da anschauen, wie wir es anrichten. Und wir haben einfach den Bratensaft aus der Soße, aus der Pfanne dann als Soße oben drüber geschüttet. Jetzt wird es probiert. Es ist mal wieder ein Essen ohne Salz und ohne Pfeffer. Seltenheit bei mir. Mahlzeit. Kommen wir zum Aufwand. Die Schneidearbeit, die wir ja nicht gemacht haben gemeinsam, die kommt natürlich noch oben drauf. Sonst geht es danach relativ schnell. Also wenn man es mal alles geschnitten hat, dann dauert es nicht mehr lang. Ich möchte dem Ganzen aufwandstechnisch gerne 2,5 von 6 Punkten geben. Schwierigkeitsgrad, technisch ist da überhaupt nichts dabei. Ihr solltet dabei bleiben, dadurch, dass es so schnell geht und dass euch nichts verbrennt. Ist aber auch schon das ganze Geheimnis, deswegen bloß 1,5 von 6 Punkten. Geschmacklich, ich bin nicht der größte Fan von Sojasauce und die hat schon einen sehr dominanten Kick in dem Ganzen. Jedoch diese Knuspereinlage, also der Fettrand und die Ingwer-Spreiseln, die geben dem Ganzen einen super Kick mit. Boah, das finde ich richtig gut. Pak Choi muss man mögen, da ist ja auch nicht viel dran gemacht. Ihr könnt, wenn ihr wollt, natürlich noch ein bisschen Salz ins Wasser tun. Finde ich jetzt aber nicht nötig. Und das Fleisch ist ein super zartes Vieh. Da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Und deswegen geben wir dem Ganzen 7,9 Milchbetriebe von 10. Ich finde, das hat es verdient. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst mir einen Daumen da, ein kostenloses Abo, aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wenn es wieder heißt, kochen mit eurer. Und bis dahin, bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben, weil es habt besonders. Pfiat euch und Baba. Ah ja, der Fight, oder?